Merci, Herr Präsident. An der Debatte schwätzen wir lauter Tagesordnung über die sogenannte Flüchtlingskrise, obwohl ihn sich kann aber frohen, ob das wirklich der richtige Begriff ist, weil immerhin sind ja nicht Flüchtlinge responsabel für das Krise. Natürlich sind die Hunderttausende von Leuten, die auf der Flucht sind, eine Herausforderung. Das gab schon ein paar Mal gesagt. Es sind 10% von den Deplacierten auf der ganzen Welt, die hereinkommen. Das heißt, all die Jahre sind noch eine Herausforderung für andere Länder, die viel mehr entwickelt sind wie die europäischen Länder. Das ist also keine Situation, mit der der reiche Kontinent nicht fertig gehen. Wenn Europa dadurch an eine Krise gerät, dann ist das für allem eine Bankrotterklärung von der europäischen Politik. Wenn ich frei gegenüber von Syrien oder von Afghanistan reagiert hat, am Platz die Konflikte nach unzustöppeln, schwätzen von Europäern, schwätzen von unseren großen fremden Amerikanern, wären heute nicht so viele Leute gezwungen, von daheim fortzulaufen. Ich will aber auch nicht die Machenschaften von Russland eine Rolle spielen, weil ich meine, die sind noch am Gang, sich ein blutige Schnüss zu sichern. Seit dem 11. September 2001 hat der sogenannte Krieg gegen den Terror zwischen 1,6 und 3 Trilliarden Dollar gekostet. Die Zölle sind so astronomisch, dass ich sie nicht mehr so richtig abschätzen kann. Wo sind wir drin? Der Irak hat abgehalten zu existieren. Libyen hat abgehalten zu existieren. Syrien ist auch jetzt verschwunden. Der Jemen ist auch auf der Liste. An der Türkei brodelt es ganz ferm. An Griechenland wird löserlos sterben gelassen. Griechenland ist ein Notbestand von der Türkei. Ich meine, da gibt es vielleicht die Tendenz zu vergessen, zumal Finanzminister von der Eurozone. Das hat ihn alles könnte verhindern. Die einzigen, die etwas gewonnen haben, sitzen an der Verwaltungsrat von der Waffen- und von der Petrolsindustrie. Ich hoffe, dass nicht nur die Geschichte über sie an ihr politische Handlanger richten werden. Wenn illegal Kanäle für die Migration auch sicher wäre, für die Flüchtlinge gelöscht hat, geben Schlepper sich kein Geld nur verdienen und kein so unkontrolliert Migrationsstream gehen. Wenn die EU sich schon in der Vergangenheit eine responsable gemeinsame Asylpolitik gehen hat, braucht die nicht nur an der Urgenz ein Umverteilungsprinzip zu erfinden. Aber wenn Europa nicht die unnütze Spurpolitik betreiben, hätten die Memberstaaten auch den nötigen budgetären Spielraum für die Herausforderungen umzugehen. Eine Spurpolitik, die auf Kosten sowohl von den EU-Bürgern wie auch von den Flüchtlingen geht. Es muss ja noch dafür warnen, für die jetzige Situation just als eine Temporärkrise zu sehen. Migrationsbewegungen werden in Zukunft weiter zuholen, nicht nur wenn es Kriege und gewalttätigen Auseinandersetzungen, nicht nur wenn es dem Klimawandel und der Umweltzerstörung, aber vor allem wenn es den Ungerechtigkeiten, die immer mehr zuholen. Es geht oft von Wirtschaftsflüchtlingen geschwätzt, die vermeintlich am Gegensatz zu Kriegsflüchtlingen stehen, keine richtig Flüchtlinge wären, schlimmer Profiteuren von unseren Sozialsystemen wären. Ich wäre froh, weil gewisse Politiker, die immer von Wirtschaftsflüchtlingen noch eins von Steuerflüchtlingen schwätzen, mit denen protegieren sie ja. Hunger ist genauso deutlich wie ein Bomb. Wirtschaftliche Ungerechtigkeiten führen zu Krieg angedrängt. Wir wissen das ja alle. Dafür ist es doch wichtig, dass das Leute so schnell wie möglich Access und den regulären Arbeitsmarkt kriegen sollen, für so schnell wie möglich autonom zu sein, weil sie das sowieso schon sind. Sie sind nicht reingekommen, ohne irgendetwas zu können. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und nicht irgend Geld verdienen können, am Platz mit Bongen müssen auszukommen. Und das ist auch richtig, wenn die heutige Regierung DW ausschlägt. Gestern hat die Außenpolitische Kommission einen Meinungsaustausch mit dem Cercle des ONG. Zu Recht hat der Cercle die Chambre darauf aufmerksam gemacht, dass die Handelspolitik von der EU, für einen die zu nennen, maßgeblich dazu beiträgt, durch eine Liberalisierungspolitik die Länder futti zu machen. Das produziert Armut, Hoffnungslosigkeit, korrupt und tyrannische Regime, die meistens vom Westen unterstützt gehen, und das produziert Gewalt an dem neuen Krieg. Ich will nach vor kurzem hören, dass Madame Malmström ja auch nach Freihandelsabkommen Tunesien wollt aufschließen. Remenke, ja, wie wenn Tunesier nicht genug gelitten hätten, gerade auch nach der an der EU, die das Regime von Ben Ali immer unterstützt hatten, kommen Tunesien mit einem Freihandelsabkommen helfen. Wir müssen daraus irgendein Kehr lehren.
Wir gehen nicht mit als der Länger darüber aufmerksam zu machen, zum Beispiel, wann eben diese Freihandelsakkoren ugeholt gehen. Akkoren, die durch Handeln zwar von den korrupten und demokratischen Regierungen akzeptiert, gehen aber nie von den Leuten. Die Öffentlichkeit in Europa noch heute zu Lützeburg in der Zwischenzeit Matgrut, was ein TTIP bedeutet, mobilisiert massiv dagegen. Aber ja, mit das, was mit den Entwicklungsländern geschieht, ist genau dasselbe. Und das wird leider nicht so oft thematisiert, aber das kann sich nur in nächster Zeit ändern. Das ist richtig, dass viele Leute in Europa noch heute zu Lützeburg durch die Migrationsbewegungen sich verunsichert fühlen. Es herrscht zu, dass Flüchtlinge hin könnten Derbechte wegschwellen oder dass sie könnten das Sozialsystem weiter unter Druck setzen. Die Verunsicherung muss ich nicht tun, da kann ich nicht einfach ignorieren. Zu viele Leute zu Lützeburg sind heute in einer Situation, wo sie schnell mal an der Armut aufrutschen können oder schon an der Armut sind. Das ist aber nicht den Flüchtlingen hier schuld. Bislang hat die EU kein Flüchtlingsfall gebracht, für Sozialaufbau zu betreiben. Es bringt nichts, die Roserei gegen die zu richten, die nach mehr arm dran sind, wie ihr selber. Die Roserei muss sich gegen die richten, die für die Unsozialpolitik zu Lützeburg an ganz Europa zuständig sind. Die Roserei muss sich gegen die richten, die für die ein Heim mehr wichtig ist wie Arbeitsplätze. Nicht Flüchtlinge treiben Saläre nur innen, bauen die Sozialstaat auf und drücken die normale Leute immer mehr Steuern ab. Das dezidieren ganz andere. Verschiedene Krisen arrangiert, dass ja sogar, wenn Flüchtlinge für alles schuld sind. Sie probieren, das für sich auszunutzen, so wie Vertreter vom deutschen Patronat, die für kurzem gefordert haben, wenn die Flüchtlinge über Salären geschwärzt sind, für die nur Euro zu revidieren. Und auch verschiedene Politiker probieren, aus der Situation Kapital zu schlagen. Es wird mal gewarnt für Terroristen, die sich können unter den Flüchtlingen mischen. Gëtt es op emol Suge gemach iwwer Droen vun der Burka, das richtig, dat die net neiers, sie könnt vun do, sie gët doch nach iwwerholl. Sie gespannt zu gesinn, wat die nächste Regierung Spauzkarte als bringe werd. Me ich will dawer wirklich dofir dro warnen. Leider, ich hoffe net. Et ginn tschen 10 und 20 Frauen he zu Lützeburg, die eng Burka droen. Dat Burka dat fir dat mat den Mam Grill. An dat sie méchen soch nach Frauen, die an Europa groß gesinn an ha geboren sind dem Noéi. Dat derwen och net vergessen. An Shura Salver begréist dat bei weitem net. Wann Obemol gewësse politische Stremungen Frarechter entdecken. Wat awer net wirklich hier Spezialitéit war an de lachte Jozinkten, Ech fan dat de bësse luch. Also et huet de misse werden. Et huet missen an de 7 Jore bis op 7 Jore werden, bis dat Fra konnten selber e Kont opmachen, an dat war net die ganz groß emanzipatorischer Partei CSV zuzuschreiben. Dat muss a wo bëssen erklären. Die Sache mat der Philosophie. Also mir sind noch net im Zentrum vun der Zivilisation an nicht fir Frau schwng die bisssen rundum reesen an noch an der arabischer Welt die wissen, dat die Leute net die schlimmsten Obskurantisten sind bei weitem net bestimmt der Syrien dat war bestimmt net der Fall aus Syrien. Dat hecht die engchten zuzuschnüren entschëllecht. Ech menggen der Hand stöcht irgend der politische Kalkül an das kein einfach so kein klein Such die en do matreet an das geféierlech zum am Feier zu spielen. Dat die EU-Memberstaaten sech awer op een temporäre Verdelungsmechanismus geeinigt tun as wichtig Schritt. Obwohl en awer geeinigt net dat richtig vor, dat well verschiedene Länder jo bei der Gelegenheit missen iwwerstimmt ginn. Me so temporär Mesure mat willkürlichen Zölle geht net durch. Wir brauchen unbedingt eng dauerhaft gerecht Opdelung an der EU, weil das net akzeptabel, dat Europa die Länder allein lässt, die wie Griechenland an Italien an der Österreich stehen und muss sich auch vorstellen, inwiefern Hotspots net zu permanenten Opfanglageren ginn, weil das ja awer en Gefor die do ass. Dat heißt doch, dat man das Prinzip vum echte Pays d'accueil vun der Dubliner Konvention muss revidieren, an dofir sollt die Lützeburger Präsidenz sich auch mat Notdruck ersetzen. Und muss ich natürlich auch den Länder helfen wie de Libanon oder Jordanien, weil der Libanon die riskiert doch zu explodieren ënnert der Belastung. Türkei hält auch immens viel Leid op. Mir leider gehen Flüchtlingen von der Regierung Erdogan Davutoglu op die tragischerweise instrumentalisiert. Das muss ich noch so. Kurden stehen an nächster Front am Kampf gegen Daesh. Sie sind noch die lo vom Erdogan massakriert gehen.
De grausamen Attentat zu Ankara, wo fortschrittlich Türken op kurdischer Origin oder net, am Mord goufen, fährt ganz komisch an düster Frohen op. Den Erdogan behabt, et wären da echt gewircht, die Deelweis Johannes zu seng objektiver Lehrte wurden. Me et gin immer méi Stimmen an der Türkei, die schreiben dat dem Etat profond, dem Darin Devlet zu, dem türkischen Etat profond zu. Dat erklärt vielleicht wie wat den Erdogan auch ein Informationsembargo erlos huet. Dofir muss noch fir dro warnen, Türkei, so wie den Herr Juncker dat firgeschloen huet, als sichert Land unzugesehen, well wann do kurdisch Resistenzler mussssen zreck geschickt gin an der Türkei, da will ich net wat Martine geschieht an schmengen, dat das ein ganz groß Gefor. Es fehlt dann aufschließen, Merci so an all de Leiit auch zu Lützeburg, die sich engagieren, die wirklich viel Zeit ginn für de Flüchtlingen zu helfen. Ich mengen die Bürgerinnen und die Bürger, das sind die größte Vertreter von der europäischen Identität, weil Flüchtlinge sind kein Gefahr für unsere Identität. Flüchtlinge wissen, was Kriegers. Sie haben Krieg erlebt. Sie kommen heim, für Frieden zu finden. Flüchtlinge kennen Armut, sie haben sie erlebt. Sie kommen heim, für Gerechtigkeit zu finden. Und das ist das, was sie uns bringen. Sich nur Frieden und streben nur Gerechtigkeit. Aber Frieden und Gerechtigkeit zu unserer europäischen Identität gehören sollen, da können wir nicht mehr drüber gewinnen. So nicht, merci. Eh bien. Merci auch dem Herr Wagner. Den nächsten angeschriebenen Redner ist den Herr Max Hahn. Herr Präsident,